Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Ja, jetzt geht's wieder weiter mit dem lustigen Little Sister Verheizer. Liegt noch ein Explosiv? Ah ja, noch ein Brandbolzer. Okay, nicht schlecht. Achtung, komm her. Batsch. So, da kommt's raus. Ich guck doch mal lieber weg. Das muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Und dann kommen hier wieder die ganze Splicer. Ich sollte für Anti-Personen-Munition am besten gehen. Problem ist halt, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe. Die Little Sisters, die rennen halt einfach die ganze Zeit vor und bleiben nicht bei mir als ihren Daddy. Und das ist halt das unglaubliche Problem bei der Sache. Die rennen nur vor, lassen sich von zig Splicer erwischen und ich will ja die Umgebung erkunden, Herrgott nochmal. Und deswegen haben wir da ein kleines Problem. Jetzt stürmen die schon wieder vor. Halt, bleib da. Mädel. So, ich will ja noch... Uah, so. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Die stürmt vor, ich komme nicht hinterher und dann haben wir den Salat. Oh, ich höre schon wieder so ein Hanepampel irgendwo in der Gegend rumkröle. Da ist er. Drecksack, elender. Elender Schlappeflicker. Okay, da geht's jetzt dran. Da zapft sie jetzt Adam ab. Ja. Achso, du! Nein! Oh, du Scheiße. Na toll, also unser Little Sister ist jetzt schon ziemlich am Arsch. Ja, beschütze sie vor den Splicern. Herzlichen Glückwunsch. Also wenigstens Drohne habe ich noch dabei. Ich hoffe, die attackieren nicht die Claire. So. Attackiert ruhig mich. Damit kann ich leben. Okay. Weiter geht's. Hau ab. Ekeltyp. Oh. Die sollten wir vielleicht... Ach. Ah, da ist noch so einer. Hau ab. Zieh doch ab, du Gesicht. Wo ist dann der nächste jetzt? So, das Ding sollte ich auch mal erledigen. Scheiße. Ich verliere schon wieder fette Überblick. Na toll, wieder Little Sister kaputt. Du hättest sie retten müssen. Ja genau, mach du doch mal den Job, Tennenbaum. Du sitzt munter in deinem Höhleloch. Ich habe jedes Mal schlechtes Gewissen. Ich denke jedes Mal, dass ich ein noch mieseres Ende kriege, je mehr Little Sister sich hier verheizt. Meine Fresse. Also zumindest die Kamera habe ich hier ausgeschaltet. Ich sollte mir vielleicht auch effektivere Waffe suchen. Schauen wir nochmal. Jetzt sind wir ganz in Ruhe. Nee, also mit dem Flammenwerfer pumpe ich hier bestimmt nicht in die Gegend rum. Aber es ist zumindest nicht schlecht, das in petto zu haben. Armbrust ist zwar gut und schön, aber da muss halt wirklich jeder Schuss genau sitzen. Das ist halt auch so ein Problem. Maschinengewehr. Ich überlege gerade, was so die beste Strategie für sowas wäre. Antipersonen, nee, habe ich ja nicht so besonders viel im Sack. Scheiß drauf. Dann fahren wir jetzt die große Geschütze aus. Und dann machen wir das halt mit dem... Yeses. Haben wir es wohl bald. So, Quatsch. Dann machen wir das halt mit dem Chemowerfer. Scheiß drauf. Warum kann ich diese blöde $9 jetzt nicht mitnehmen? Kann der so wenig mitnehmen, oder was? So. Dann walte deines Amtes, Kleiner. Ich glaube, mir gehen auch bald die Little Sisters aus, die ich gerettet habe. So viele habe ich gar nicht gerettet. Irgendwo kreischt einer her. Uff, du Sausack. Herrst du uff. Ja, ich tue ihm jo weh. Geh doch mal weg, Lenny. So. Okay. Oh. Haben wir das Adam jetzt mit dem? Okay, offensichtlich. Na gut. Mr. Burns Büro lässt grüßen. Und... Proving Grounds, Flow Direction. Na gut. Ich finde es auch nach wie vor unglaublich cool mit diesen Daddy Boots, die man hier trägt. Dass es auch diese Trampelgeräusche von Big Daddy macht. Okay, MG-Patrone habe ich offensichtlich genug. Dann wechsle ich doch jetzt nochmal auf die Brandbolzen. Probieren wir es halt wirklich punktuell.
Ne, da hat noch irgendjemand ein Schlachtfest gefeiert. Upp, upp, upp. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ein Elite-Bouncer. Also ich finde die Bouncer ja erheblich cooler als die Rosies, muss ich sagen. Jo. Puh. 5 Brandbolzerei versenkt. Na? Die Mädchen bleiben besser bei dir, ist ja schön und gut, aber wo ist sie jetzt wieder hier gerannt? Ach, da ist er. Gott sei Dank. Ich habe schon wieder gedacht, die wäre wieder fort. Also das ist sowas, was ich etwas unfair finde in dem Level. Es wäre etwas schöner, wenn die Little Sisters tatsächlich mal in meiner Nähe bleiben würden, statt dass ich ihnen hinterher rennen muss. So. Okay, schick. Ab durch die Flamme. Okay. Alter, dieser Typ. Ohne Scheiß am Anfang total stolz doch. Ich habe mich nie gespleist in meinem Leben. Und jetzt ist er süchtig ohne Ende und petzt sich alles rein, was er kriegen kann. Das ist ja auch ein Typ, der Kerl. Ah, sehr schön. Okay, ich habe keine Little Sister mehr, auf die ich... Ja, Zeit fürs Heierbettchen. Dann kletter mal da rein. Ich pass nochmal auf, dass dich niemand attackiert. Ja, wunderbar. Also dieser... Ziel erreicht, begleite die Little Sister. Du musst die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Ew. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Ob ich das will? Ob ich zum Fontaine will, um ihm das Zeug auszusaugen? Besorge dir das Adam Folterwerkzeug. War das wirklich Folterwerkzeug? Nee, Erntewerkzeug. Noch geiler. Das ist auch so unglaublich schäbig. Ernte das Adam. Von irgendeiner Leiche. Vor allem wie die Little Sisters, die ja noch sehen. Hat man ja auch schon mal gesehen, dass die Little Sisters die Leiche als Engel bezeichnen. Also, erntet den Engel. Ja, da kommen wir nicht durch. Komm, scheiß drauf. You Invent ist sowieso nicht so toll. Man muss es sich hier irgendwie immer schön reden, wenn man es nicht so hinkriegt. Was haben wir dann noch? Was können wir dann hier noch basteln? Und die Person wäre vielleicht nicht verkehrt. Autohacker haben wir leider nicht genug dafür. Ionisches Gel ist auch immer gut für einen Big Daddy. Und ich höre irgendwo Little Sister hier in der Gegend rumschwirren. Deswegen sollte ich wieder das Chemowerfer ausrüsten. Und packen wir mal gutes ionisches Gel hier wieder hier. So, Gatherer's Garden. Was können wir uns dann Schönes holen? Gesundheitsupgrade und Eve-Upgrade. Ich denke, das müsste auf jeden Fall. Gesundheitsupgrade und Eve-Upgrade. Sehr schön. Machen wir doch nochmal einen Kampftonika-Slot. Dann packen wir da rein. Da können wir bei der nächsten Gendatenbank nochmal gucken, was wir da reinpacken. Okay. Diese Dinger sind unglaublich gruselig. Mit diesen widerlichen Lachen alle schon. Oh, Mann. Okay, die mit Stahlspitzen hole ich mir auf jeden Fall noch. Wir haben hier derzeit wesentlich mehr Kohle als sonst. Da können wir auch ein bisschen prasser. Alter, wie der schon lacht. So, jetzt ist aber irgendwo noch ein Little Sister mit dem Big Daddy unterwegs. Ach so, da bist du. Nimm die Nadel. Alter. Nimm den Aufzug, um dich Fontaine zu stellen. Kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten. Da. Ich machen. Ich liebe Adam mehr als Wodka. So. 15 Hammers. Yeah. Sorry, ich habe jetzt gerade eben nochmal auf die Uhr geguckt und muss mich ja immer so an meinen Zeitplan halten. Und 10 Minuten habe ich eigentlich noch für die Aufnahme. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt schon bei dem Endkampf gegen Fontaine sind. Kann ich die Episode und das Spiel somit heute gleichzeitig beenden? Wer weiß, wer weiß. Schauen wir doch mal, wie dieser gespleiste Bastard jetzt so aussieht. Ich kann mich noch erinnern. Alter, wie der schon lallt. Dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Okay. Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manche sind
Ja, ich glaube, es sind sofort diese Reue, dass es ihm wehtut, dass ich wie ein Sohn für ihn bin. Alles klar. Ach du Scheiße. Ach du großer Gott. Was hat er denn mit sich gemacht? Finde Fontaine. Ich glaube, das ist nicht besonders schwierig. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Ach so, ich muss zu seinem Körper gehen. Na dann. Jetzt habe ich ja diese Daddy-Rüstung glücklicherweise nicht. Hallo, entziehe Adam. Alter. Jetzt muss ich anscheinend... Jetzt muss ich ihn wahrscheinlich schwächen. Uiuiui. Bis er dann wieder angreifbar ist, damit ich ihn wieder Spritzel in die Schnut jagen kann. Wow. Aber das ist so ein bisschen das Äquivalent zum Titty-Twister, dem Typ die Spritze hier einfach reinzujagen. Hoppala. Ich weiß ja nicht, ob ihr diese Schulbullies noch von früher kennt, die gerne mal so einen Nippeldreher gemacht haben. Irgendwie erinnert mich das Betrauen aus Alien, wie der Ash einfach dem anderen Typ... Scheiße, das hat weh getan. Dem anderen Typ einfach in die Brust zwickt, nachdem er versucht, die Ripley zu retten. Ach so, total unnötige Aktion, aber so what. Okay, es wird wieder Zeit für einen Zwirbler. Wo bist du? Okay. Ich glaube, den Typ schaffe ich pur mit der Armbrust. Aber... Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, jetzt kommt auch schon diese Scheiße wieder. Was ist so unglaublich lieb? Verstecken wir uns doch erstmal ein bisschen. Oh, eine Gendatenbank. Immer das Beste. Nächst Mitte im Kampf rennst raus und spielst ein bisschen am Gendatenpool. Warum auch nicht? Nee, Quatsch, das waren diese Technik-Slots. Die Kampfslots könnte ich eventuell gut gebrauchen gerade. Körperpanzerung 2 ist gut. Sie nehmen viel weniger Schaden durch Kälte. Ja, das gereicht mir gerade sehr zum Vorteil. Elektrizität ist verkehrt. Damage Research, Schadensbonus, Boni durch Forschung. Ja genau, ich stehe vor dem Typ und mache noch ein Bild von ihm. Gute Idee. Damage Research, ja, was anderes habe ich jetzt noch großartig noch zu bieten, oder? Statische Entladung. Ja, komm, die können wir noch dazu packen. Erhöht Schaden massiv gegen Bots, das ist schon gut. Erhöht den Schraubenschlüsselschaden. Ranchlerger dämpft deine Schritte. Nee. Gut, das können wir eigentlich so lassen, denke ich. Ja. Ich glaube, dass du bereit bist, Frankie Boy, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme, wenn mir Drohne hinterher flitzen. Ich glaube, dass du auch noch nicht fertig bist, alles klar, aber ich würde ganz gern irgendwo einen Sicherheitsnotschalter finden, damit ich diese eklige Drohne ausschalten kann. Hör auf! Ja, wo bist du dann überhaupt, Frankie Boy? Wo steckst du dann? So. Also jetzt sieht er gerade ein bisschen aus wie der Mr. Freeze aus dieser alten Batman-Verfilmung. Eyes to see you. Autsch. Ja, jetzt ist allein. Jetzt kannst du dich mal in Friede lassen, du Gesicht. Ja. Ich gehe mal lieber weg. Na, da esse ich lieber einen Salat. Ich heile mich mal lieber. So. Ja, ich glaube dir nach wie vor, dass du bereit bist. Das hast du jetzt auch zum 5. Mal oder wie oft gesagt. Wo bist du dann? Wo bist du dann? Ich probiere es mal mit Brandbolzen. Die sind hier bestimmt recht nützlich. Huch. Fertig. Hopp. Abfackeln habe ich auch noch parat. Hallo. Ne, das bringt nicht so viel. Aber die Brandbolzen, die bringt's. Auf die Schmiss. Kleine Verschnaufpause. Ich habe richtig Mitleid mit dir. Alter, wie räudig. Wow. Jetzt wird der Stimme allmählich auch wieder etwas normaler. Wahrscheinlich je weniger gespliced der Typ ist, desto... Wow, normaler wird er wieder irgendwie. Alter! Gebietergrüner Keide. Immer so ein Elektroschlag auf die Gosch, das erwischt. Uah. Das war daneben. Halte mal den Gaul an, Frank. So.
Upsala. Lieber noch einmal so ein Splicey-Killer. Ouch. Herr Uff. Ich will mich doch nur heilen. So. Oh, das war, glaube ich, eben in der Schritt geschossen. Das macht man ja normalerweise nicht. Das gehört sich einfach nicht. Ich meine, er ist unser Feind und so, aber es schickt sich nicht, jemand in den Schritt zu schießen. Der Knaller. Ja, lass mich in Frieden, Herr Splicer. Okay. Könnte etwas längere Episode heute werden, wenn wir das heute noch zu Ende bringen können. Wäre echt super. Okay, kleine Sequenz. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf tätowiert habe. Trophäe erhalten in Kupfer. Atlas besiegt. Tja, ich würde sagen Erntezeit. Alter. Das hat so ein bisschen was von Game of Thrones, wo der arme Großmeister Pycelle von der kleinen Spatze von Varys abgestochen wird. Alter Falter. Nee, Quatsch, nicht der Großmeister Pycelle, das war Kevin Sie wollten Lannister. dir alles geben, habe ich recht? Und als Gegenleistung hast du ihnen das gegeben, was ich von dir erwartet habe. Brutale Gewalt. Oh, das kommt jetzt wahrscheinlich wieder zurück, weil ich am Anfang die Sisters ausgebeutet habe. Okay. Sorry, Tannenbaum. Du hast dir genommen, was du wolltest. Alles Adam, alle Macht. Oh. Rapture hat vor dir gezittert. Aber selbst das war dir nicht genug. Dein Vater hatte Angst, dass die Welt ihm das Geheimnis seiner Stadt entreißen könnte. Stattdessen hast du das schlimmste Geheimnis der Welt in deine Gewalt gebracht. Scheiße, sieht mir aus, als hätte ich das böse Ende hier heraufbeschworen. Und das nur, weil ich ein paar Little Sisters am Anfang ausgebeutet habe. Ja, schäm dich, Yankee, ich weiß. Naja, es wird Zeit für ein Fazit, würde ich sagen. Also Bioshock generell, was die Welt angeht, unglaublich geil gemacht. Es hat so einen wunderschönen Retro-Touch, das Ganze. Erinnert immer so an die zwischen 20er und 60er Jahre, würde ich sagen. Unglaublich genial gemacht, wie Rapture an sich aussieht. Ich glaube, ich kann ja auch mal raus aus der Credits gehen. Dann quietscht es nicht so laut mit Geigesound. So, also, wie gesagt, die Welt, Rapture, unglaublich genial. Sehr gut gemacht, die Story sehr schön durchdacht. Dass wir halt erfahren, dass unser Jack, den wir hier am Anfang spielen beim Flugzeugabsturz, eigentlich Jack Ryan ist. Und so ein Tannenbaumkind mit der DNA von Jack Ryan. Weswegen er überhaupt auch am Anfang relativ gut durch diese Sicherheitseinrichtung gekommen ist. Und dass Fontaine da auch noch mitgemischt hat und dass Fontaine eigentlich Atlas war. Also für alle, die das Spiel noch nicht kennen, muss ich sagen, es hat ein paar schöne Spannungsbögen und es hat ein paar schöne Story-Wendungen. Dann Elemente wie diese klassischen Sachen wie die Little Sisters, die Big Daddies, die ganze Splicer etc. pp. Also unglaublich cool gemacht. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in einer Welt, wo sowas wirklich Alltag wäre, dass sowas so durch die Gegend latscht. Also es ist schon sehr geil gemacht. Man hat sich hier mit Bioshock wirklich ein Denkmal gesetzt. So à la Andrew Ryan, der hier sein Rapture gegründet hat, hätten sich die Entwickler von Bioshock mit Bioshock selbst ein wunderschönes Denkmal gesetzt. Nur zum Schluss muss ich sagen, das Spiel war etwas langatmig. Sobald man Ryan getötet hat und sobald Fontaine sich als Atlas zu erkennen gibt, wird das Spiel doch etwas langatmig, muss ich sagen. Die ganze Sache zum Big Daddy werden und so weiter. Coole Sache, wirklich echt cool gemacht, aber trotz allem irgendwie denkt man so zum Schluss beim letzten Endspurt, da keucht man sich nochmal die letzte Strecke durch und man hätte es auch etwas kürzer machen können, man hätte diesen Big Daddy Teil weglassen können und hätte auch einfach nur so gegen
Atlas-Fontaine kämpfen können. Das wäre auch schön gewesen. Das ist mein einzigster Kritikpunkt. Aber wir bewegen uns hier auf hohem Niveau, was es Meckern angeht. Definitiv, ich muss sagen, Bioshock hat mir wunderbar gefallen. Und ich freue mich auch schon sehr auf Bioshock 2. Nur als kleine Anmerkung für meinen Kanal wollte ich noch sagen, dass erste Mal kein Bioshock 2 im Anschluss erscheinen wird. Es wird erstmal im Anschluss nur noch Let's Play South Park die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig kommen, weil einfach 4 Let's Plays zu viel für mich sind. Deswegen werde ich erstmal Bioshock 2 noch hin verschieben, wenn ich mit South Park durch bin und dann wieder Platz noch über habe. 3 Let's Plays sind für mich derzeit genug. Deswegen geht mal ein bisschen zum anderen Let's Play, geht mal zu der rektakulären Zerreißprobe, lacht auch mal mit mir, statt einfach nur, dass ich irgendwo zu irgendwas dumme Kommentare einwerfe, worüber ihr eventuell lachen könnt, sondern auch mal wirklich ein Spiel, was von sich aus schon Comedy-Faktor und Unterhaltungsfaktor hat. Ja, dann würde ich ansonsten sagen, wir sehen uns zu der anderen Let's Plays und wenn das South Park Spiel vorbei ist, sehen wir uns auch wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und das nächste Let's Play kommt auch wieder Iron Yankee.